Ja, jetzt die Woche äh, noch viele Sachen beobachtet. Zum Beispiel, durch das es ja jetzt es ist jetzt ein bisschen mehr wie eine Woche, ein bisschen mehr wie eine Woche, ich glaube, schon fast 2 Wochen bin ich ja Everything is always working out for me am Hören. Ich einfach so, dass ich in jeder Situation, dass ich einfach irgendwie die Grundannahme bekomme oder die Grundeinstellung, dass egal was passiert, dass es für mich ist. Ich habe schon gemerkt, das tut mich schon sehr, ich kann das Leben einfacher nehmen, weil wenn die Sachen, die mich normalerweise irgendwie in Abwärtsspirale da haben, habe ich einfach mal so ein bisschen vorsichtig, also besser gesagt, einfach einmal sagen, hey, das wird für mich sein und ohne dann irgendwie auf etwas Negatives eingehen oder so, mich wieder als Opfer sehen oder sagen, jetzt passiert mir schon wieder so ein Scheiß, habe ich es können mal neutral beobachten und einfach mal auf mich zukommen lassen. Und ja, es ist, wenn man nicht auf etwas einsteigt, dass ich merke, man hat eigentlich wenn man reagiert, dann, wenn jetzt irgendwie etwas passiert und man reagiert auf wie bekannt, dann kommt man auch wieder in bekannte Geschichten rein und in bekannte Gefühle. Und wenn man einfach einmal nicht auf die gleiche Story eingeht, das heißt, wenn man etwas erfährt, wo einem normalerweise nervt und sich einfach einmal nicht nervt, das geht keine Minute und man ist eigentlich wieder aus der Situation raus, weil man denkt dann einfach schon gerade nicht mehr dran. Man tut es eigentlich in den Mittelpunkt nehmen, indem dass man darüber nachdenkt. Und wenn man einfach einmal das beobachtet, habe ich auch gemerkt, dass ich dann die Sachen schnell wieder vergessen habe, als wäre es gar nicht passiert oder einfach nicht auf die Geschichten, die man kennt, eingehen. Und durch das, dass ich jetzt immer mehr auch eben beobachte, warum mir etwas passiert, habe ich jetzt mit meinem Arbeiten, bin ich in den Lift rein, im obersten Stock und habe den falschen Knopf gedrückt. Und bin im EG raus, aber ich hätte ins UG müssen. Und das Interessante ist, äh, es kann jetzt sein, dass das wahrscheinlich viele dann einfach nervt. So, jetzt haben wir da, die Tür geht auf, anstatt einfach kurze Zeit sich geniessen, dass man ein bisschen länger unterwegs ist, nervt man sich, oder? Also ich schließe mich da mit ein. Ich habe auch noch so meine Sachen und so. Das hätte mich jetzt vor 3, 4 Jahren sicher auch noch viel mehr genervt, oder? Nein. Also nicht wirklich genervt, sondern einfach so kurz reagiert, so, ja, den falschen Knopf gedrückt, also mühsam. Und jetzt durch das, dass ich mir sage, ja, es wird wahrscheinlich auch das für mich sein, habe ich gemerkt, dass in dem Moment, wo ich runtergefahren bin und im EG angehalten hat das Handy geläutet. Das heisst, ich konnte noch das Handy abnehmen bei Empfang, was ich im ersten UG unten nicht hatte. Kann man jetzt natürlich sagen, ist Zufall oder nicht, aber durch das, dass ich auch mittlerweile weiss, dass alles für mich ist, hat es so müssen sein, dass ich das Handy abnehmen kann. Und so Sachen fallen mir immer mehr auf, wenn ich einfach einmal Stopp sage und nicht gerade auf die alte Geschichte eingehe. Das heisst, wenn ich einfach einmal, es passiert etwas und ich steige nicht auf die alte Geschichte ein und versuche zu beobachten, so, warum ist denn das jetzt? Ich frage mich einfach, warum ist das? Und durch das, dass ich mich das frage, warum passiert das jetzt für etwas Besseres in dem Sinn, dann lasse ich auch die Möglichkeit auf, dass ich herausfinden kann, warum das jetzt passiert ist. Oder? Und für mich ist jetzt das mit dem Lift eindeutig gewesen, weil wäre ich das Loch, also weißt, dann hätte ich mich doppelt genervt, oder? Blöd gesagt. Also ich hätte mich wahrscheinlich genervt, äh, weil ich falsch gedrückt habe und dann gemerkt, oh nein, jetzt kann ich das Handy nicht abnehmen, warum geht die Tür jetzt da nicht auf? Also das heisst, ich habe mich zweimal nerven und indem dass ich einfach mal gesagt habe, so, du, ich beobachte das, habe ich es eigentlich können, ja, ist gut gewesen, weil ich habe gerade herausgefunden, wieso dass es war. Und was ich jetzt auch noch beobachte, ist, ich habe in letzter Zeit, habe ich mir immer gesagt, habe ich mal gesagt, ich möchte Dreierzahlen beim Auto, Dreierzahlen. Und dann habe ich immer, sehe ich immer öfters Dreierzahlen, eben so 333, 222, einfach auch einmal zum, äh, zum Beobachten, wie das, wo man denkt oder wo man will, auch in der Realität antrifft. Und jetzt neuerdings habe ich mir gesagt, ich möchte, also dort habe ich dann immer die 333 oder 222 oder so gesehen und ich bin nicht bewusst suchen. Also ich habe dann, wie das dann, ich habe es dann einfach gesehen und realisiert, dass es ist. Oder ich bin nicht suchen, so, wo hat es jetzt 222, sondern die sind dann einfach auf mich zugekommen, oder, weil ich entschieden habe, ich möchte das. Und jetzt habe ich gesagt, ich möchte einfach ich möchte die Zahlen, Kennzeichen unter 100'000 sehen. Und das ist ja noch spannend, dass ich dann nicht, jetzt sehe ich Kennzahlen unter 100'000, wo man vorher dachte, hey, ist mir gar nicht aufgefallen und jetzt sehe ich Kennzahlen so, letztens 400 gesehen oder 800 und einfach so Sachen, die ist mir sonst nie aufgefallen, oder? Einfach durch das, dass ich mich für etwas anderes entschieden habe. Und so kann man auch, oder? Wenn man sagt, wenn man sich über Sachen nervt, dann sagt man ja eigentlich, also dann
hat man gar keine andere Möglichkeit. Und wenn man dann sagt, so, ja, eben, ich bin offen, um herauszufinden, warum das jetzt passiert ist, dann lässt es auch die Möglichkeit, um das herauszufinden. Das Gleiche ist eben da, wenn ich entscheide, ich möchte die Zahlen sehen, also 3 nacheinander oder 4 nacheinander, dass ich das dann einfach so aus dem Nichts quasi gesehen bekomme, also wirklich so quasi dort dran anschauen und jetzt neu mit den Zahlen unter 100'000. Und man kann sich wirklich eigentlich wie ein Katalog schon fast vorstellen. Wie wenn du gehst ins Internet, bist in einem Kleiderladen, Internetkleiderladen und schreibst oben ein, möchtest gerne ein rotes Shirt, oder? Und dann siehst du dann einfach die roten Shirts, weil die zeigt es dir alle an. Und so kommt es mir ein bisschen vor, wenn man offen dafür ist, wenn man sich dann wirklich beobachtet. Und durch das, dass ich immer mehr auch beobachte, was denke ich, oder auch gezielt anfange, Sachen zu denken oder in mein Bewusstsein nehmen, um zu schauen, wo ich das antreffe, merke ich immer mehr, wie schnell das eigentlich ist. Oder auch mit einem Gefühl, das ich jetzt diese Woche auch wieder hatte und eigentlich gerade wieder ein ähnliches Gefühl im Aussen gespiegelt bekommen habe. Oder? Ja, das ist schon sehr spannend. Und da, ja, also ich merke immer mehr, also ich bin wirklich mittlerweile vorsichtig, was ich denke, weil ja, will ja nicht Sachen auf mich, will ja nicht Sachen in meinem Leben, die ich eigentlich gar nicht möchte. Oder darum wirklich aufpassen, was man denkt. Oder mal damit spielen, oder? Ich weiss, dass hätte mir das jemand vor sagen wir, 4 Jahren gesagt, dann wäre ich jetzt auch vorsichtiger an die Sache ran. Aber durch das, dass ich es halt selber prüfe, und das ist halt ein bisschen das ist der Punkt, oder? Du kannst alles verstehen, du kannst alles verstehen, wenn du selber Sachen nicht erfährst. Das heißt, wenn du es nicht machst und erfährst, dann wirst du das nie für dich als eine Bestätigung sehen. Es ist dann nur so im Kopf, ja, es klingt gut und könnte ja sein. Und du kannst auch sagen, ja, eigentlich stehe ich dahinter. Aber du musst es wirklich erfahren, dass du das auch, dass das in dein Bewusstsein runtergeht, oder? Dass man dann auch plötzlich merkt, so, hey, ja, eigentlich muss ich wirklich aufpassen, was ich denke, oder? Ich tu mal gezielt nur das denken, was ich möchte, oder? Und überlegen beim nächsten Mal, wenn es mir nicht schlecht geht, zweimal, ob ich mich jetzt wieder in die gleiche Spirale möchte runtertun, mit dem gleichen Gefühl, wie der Kollege das Gleiche erzählen, wie schlecht das mir eigentlich geht, dass ich wieder gleiche Bestätigung bekomme von außen, von den Menschen und wieder mich gleich fühle und dann wieder die gleiche Situation wieder erlebe. Habe ich jetzt auch, ja. Kann man das auch umkehren, oder? Und da hat Zora da einmal was mega Gutes gesagt, da ist mir wirklich geblieben und die Beobachtung. Sie hat gesagt, ja, man sollte schon ein bisschen aufpassen, was man den Leuten sagt, oder? Weil sie lernen dich dann so kennen. Und das ist ja wirklich so, wenn du einem Menschen sagst, ja, ich mache immer schlechte Arbeit und du nachher den Menschen triffst, dann fragt er dich, und hast du wieder Scheissarbeit gehabt? Das heisst, er fragt dich auf das, was du ihm erzählst, fragt er zurück, weil er gar nichts anderes weiss. Das heisst, du wirst in den Augen von anderen abgespeichert als der arme Sieg, der Scheissarbeit machen muss. Im gleichen Zug, durch die Frage, tut es dich automatisch wieder in die Gefühle hinein. Also, ist es jetzt, da kann man abwägen, ist es wirklich sinnvoll, über das zu reden, was du nicht möchtest? Dass es wieder wirst hören, um dich wieder in der alten Soße zu finden? Oder versuchst du mal das Ganze halt anders zu sehen? Da kannst du zum Beispiel auch Sachen, die du normalerweise gar nicht angenommen hast oder so, wenn einer ein Glückspilz sagt, dann nimm das an, sagst, ja, ich bin ein Glückspilz. Oder? Und dann merkst du dann plötzlich, oder, weil du jetzt ganz in einem anderen State bist und das vielleicht einmal annimmst. Nachher, oder auch mal den anderen sagst, wo habe ich wieder Glück gehabt. Oder? Und dann, wenn du so etwas sagst oder boah, da ist wieder wie am Schnürli gelaufen oder wie auch immer. Und dann speichert dich die Menschen so ab, als der, wo alles wie am Schnürli läuft. Und dann fragen sie das nächste Mal auch, und hast du wieder so etwas Spannendes erlebt? Oder? Und dann kommst du, wow, ja, habe ich, oder? Und das ist ein ganz anderes Gefühl, wie wenn du wieder, ja, nein, jetzt hast du wieder die Scheißarbeit, oder? Das ist einfach energetisch ganz andere Signatur, wo du ausstrahlst, wo du dann auch wieder anziehst, oder? Und dich wieder drin findest. Und ja, darum, also ich bin mittlerweile auch wirklich vorsichtig, was ich erzähle. Auch wenn ich jetzt mal, sagen wir, Arbeit habe, wo ich mich gerade nicht so wohl gefühlt habe, ist jetzt nur mit der Arbeit das Beispiel hat, kann man mit allem, oder da überlege ich zweimal etwas zu erzählen. Vor allem, wenn ich selber weiss, ich habe Gefühle verknüpft damit, ich habe ähnliche Erfahrungen damit verknüpft, weil ähnliche Gefühle also Situationen bringen dann wieder ähnliche Gefühle. Das heißt, wenn ich zum Beispiel wieder über das gleiche Thema mit einem Kollegen rede, reagiert der wahrscheinlich wieder gleich drauf und ich komme auch wieder die Reaktion zurück über und fühle dann das auch wieder, wie ich mich schon immer gefühlt habe, oder? Und durch das, dass man einmal das unterbricht und neue Gefühle versucht einzuladen, dann kann man auch die Welt ganz anders wahrnehmen, oder? Mhm. Ich meine, das ist
Gutes Beispiel, oder? Du bist im Zug und du bist grad genervt, wenn das Kind schreit, dann, ja, dann siehst du das Kind anders, wie wenn es dir gut geht und das Kind schreit, oder? Und so ist es halt, nehmen wir die Welt ganz anders wahr, oder? Es kann ein Kind schreien im Zug und 15 Leute haben eine ganz andere Geschichte zu dem schreienden Kind. Oder? Und so ist es ein bisschen, oder? Das heißt, wenn du dich immer wieder in gleiche Situationen tust, wirst du die Welt nie anders sehen. Das heißt, du wirst sie immer wieder aus dem, ich sage jetzt mal, Opferbewusstsein oder sehen, wie du dich selber siehst, oder? Und ja, bemitleiden ist schon auch etwas sehr Starkes. Also, kenne ich von mir natürlich selber auch. Also, ich will mich ja da nicht rausnehmen. Aber da passe ich mittlerweile auch auf oder mache das auch viel weniger. Oder? Dass ich sage, wieso schon wieder ich? Oder wieso, das sind einfach Sachen, das ist schon wie vorprogrammiert, dass es schon wieder irgendwann ich wird sein. Oder? Und das schon wieder ich gibt wieder gleiche Gefühle, gibt wieder gleiche Emotionen und holt wieder genau gleiche ein Ereignis in dein Leben. Und ja, wirklich versuchen, dich zu fragen, was möchtest du, was ist dein Ziel im Leben? Und dann fährst du an und Geschichten und, wie soll ich sagen, Mythen sehen. Kannst ja auch schon dich selber sehen als der, wo keine Ahnung, die beste Erfindung hat oder so. Oder halt auch mal sagen, ja, ganz anders anfangen zu reden oder so, dass du ja, etwas erfinden wirst, wo der Welt wird gut tun und nicht so, ja, ich bin wieder der, der ja, nur Scheiße muss machen, oder? Das sind ganz andere Ausgangslagen, oder? Weil auch die Menschen werden anders reagieren, vor allem mit denen, wo du redest, oder? Mit deinen Freunden, wenn du deinen Freunden deine Ziele erzählst, wo du hin willst und was alles Cooles erlebt wird, dann werden sie dich wieder auf das ansprechen, wie auf die Negativität. Und ich habe nicht gross Vergleich mit anderen Ländern, aber ich habe schon das Gefühl, in der Schweiz wird schon sehr viel gejammert. Und wir jammern wirklich auf hohem Niveau. Also uns geht es eigentlich gut und wir finden hinter jedem Ecke finden wir irgendetwas, wo man kritisieren kann, wo nicht gut ist, jemandem anderen auszusetzen. Und ja, ich glaube wirklich, das Zeug kommt zurück. Das kommt wirklich zurück. Also wenn man einem etwas Schlechtes wünscht oder sich über jemanden aufregt, dann wird man wieder einen Grund haben, um sich wieder aufregen oder wird selber etwas Schlechtes hören. Ich glaube wirklich, dass das wie ein Bumerang zurückkommt. Ich erlebe es auch immer mehr. Wir sind in einem Auto gehockt, der Lehrling und ich, und der Lehrling meinte so, ja, also, ob ich meine, dass wenn ich die Scheibe rauflade und die Finger dazwischen habe, ob es bei dem alten Auto runterkommt. Und ich so, ja, ich weiß es nicht. Und nachher so, ja komm, probieren wir es mal, du sie mal rein. Und es ist keine 2, 3 Minuten gegangen und er hat die Finger drinnen gehabt. Und ich bin jetzt doch schon 2 Jahre mit ihm unterwegs und er hat die Finger noch nicht eingeklemmt. Und das sind halt immer so, oder ich beobachte es halt. Ähm, oder andere Geschichten, der eine hat einen Puss gehabt oder so bekommen und dann hat der eine, der mit uns schafft, hat ihn ausgelacht so und ich habe gesagt, ja, pass auf, das kommt zurück und am gleichen Abend hat er eine Panne gehabt mit dem Auto, oder? Und das sind einfach so, das beobachte ich und ja, darum bin ich da auch vorsichtig, was ich anderen wünsche. Wenn dann was Gutes, weil dann kommt auch was Gutes zurück, oder? Und ich glaube, das Leben versteht keinen Spaß, oder? Auch wenn du es ironisch meinst oder als Spaß meinst, dann passiert es irgendwie gleich, oder? Ich glaube ja nicht, dass der Lehrling mich ernsthaft hätte verletzen wollte. Hätte es auch lustig gefunden. Ja, ich hätte es ja auch lustig gefunden, hätte die Finger drinnen gehabt, aber irgendwie ist es dann gleich ihm passiert, oder? Also, ist jetzt schon spannend. Ja, und ich muss jetzt schon sagen, also ich habe jetzt wenn ich so zurückdenke, eben seit 2 Wochen bin ich dran mit dem „Everything is always working out for me“ und wenn ich das hat ja jeder Sachen, die einem nerven, wenn man es gemacht hat, so denkt so: wieso hat's einem eigentlich genervt? Es sind einfach nur 5 Minuten. Wie kann man sich eine Stunde nerven über etwas, wo schlussendlich nur 5 Minuten geht? Und da hatte ich viele Sachen gehabt und auch immer mal wieder so ein paar Punkte, wo ja, vor allem wenn ich an etwas dran bin, fällt es mir dann noch nicht so einfach, das einfach zu unterbrechen und dann das andere Teil zu machen, aber es geht immer besser. Ja, aufpassen, wie man es formuliert. Und mittlerweile, jetzt eben die Woche habe ich jetzt Sachen, die auf mich zugekommen sind, so, wo man halt einfach macht. Sagen wir jetzt, zum Beispiel im Haushalt oder so, wo einfach gemacht werden muss, wo es eigentlich gar nicht muss, wo man eigentlich gar nicht groß muss diskutieren. Ja, eben es einfach machen und sich nicht darüber nerven. Es ist jetzt, wenn ich es so anschaue, die Woche oder die letzten 2 Wochen schon viel besser gegangen. Und ich habe ja schon auch ganz viel
auch auf dem Handy, auf der Frontpage, Sachen, die ich mich mal erinnern. Und es geht vieles geht unter. Und ich merke auch, gerade bei Erinnerungen, die gehen am Anfang, und irgendwann nervt es einem und ich muss es auch viel wechseln, so Erinnerungen, und eben, sie sind mir dann oft auch untergegangen. Und das ist jetzt wirklich eine Erinnerung, wo mir wie so, wo ich wie einfach passiv dabei habe, eben, dass alles für mich ist. Und das behaltet mich wirklich, bevor es kippt. So, also ich habe mehr, bei vielen Sachen mehr Spielraum, um zuerst reflektieren, bevor ich in einer alten Geschichte bin oder bevor ich in einer wiederholenden Situation, mich wieder in der gleichen Situation befinde, wo dann eben wieder gleich abläuft. Und da finde ich schon cool, dass weil da, ich möchte das Leben auch einfach leben und nicht irgendwie, wir müssen 16 verschiedene Listen in meinem Kopf inne haben und so, okay, was muss ich jetzt denken, damit ich mich rausholen kann und was ist dort noch und was sollte ich machen. Und es tut für mich, und ich sage jetzt einmal ich möchte eigentlich das Beste und auch einmal die recherchieren, stopp, dass alles immer für mich ist schon er tut schon sehr gut, weil es ist etwas, wo ich schnell verstanden habe, wo ich schnell irgendwie verinnerlicht habe, und es fühlt sich für mich gerade nicht notwendig an, noch tausend andere Sachen zu haben, weil es behaltet mich in den Gefühlen, wo ich aktuell bin, und tut mich nicht in alte reinschiessen, dass ich nicht wieder alte Stories reproduzieren, oder? Und das merke ich schon gerade jetzt, wenn ich es so anschaue, die letzten 2 Wochen, ist es mir schon auch besser gegangen. Jetzt habe ich gestern auch kurz nochmal so meine 5 Minuten gehabt. Meine 5 Minuten ist halt, ich glaube, einfach eine Stunde liegen. Und nachher ist es mir aber auch wieder gut gewesen, oder? Ich habe mich dann schon während dem Liegen 3-mal tief durchgeatmet und habe gesagt, eben, das wird seinen Grund haben. Vielleicht ist es jetzt einfach der Grund gewesen, dass ich Pause brauche. Ich habe jetzt dort drauf aber noch nicht eine Geschichte, wo ich kann sagen, hey, das gehe ich davon aus, ist es gewesen. Aber vielleicht habe ich einfach eine Pause gebraucht, weil ich halt bin lang am Computer war und ja, mache meine 10% Pause nicht mehr so, sind ein bisschen untergegangen. Und ja, aber genau, so kann ich mich eigentlich recht fangen, und der rate ich an, oder? Ich glaube, wir wollen alle mit möglichst wenig viel erreichen, und ich glaube, das ist etwas, wo man mit möglichst wenig viel erreicht. Und was ich halt mache, ich habe eine Meditation gefunden, also sind eigentlich Affirmationen, die mache ich jetzt am Morgen, so 20 Minuten, die tue ich machen. Tue ich dann sonst, falls ich das zu einem Video mache, gerne verlinken. Genau, 20 Minuten einfach Affirmationen, dass in dem Sinne alles für dich ist, und auch eine Erklärung von Neville Goddard, warum das alles für dich ist. Geht 24 Minuten, und das ist genau mein Arbeitsweg. Aber wie könnte es auch besser aufgehen? Mach da bei mir daheim Play, und beim Arbeiten ist es fertig. Und ja, genau. Aber ich glaube, ab dem Moment, wo man das einfach beobachten, wie fest, dass man in seinem eigenen Leben Regie führt, ich habe richtig gesagt, ähm, desto wacher wird man, eben, was man denkt, wie man redet, was man erwartet, und merkt auch immer mehr, dass man wirklich auch Möglichkeiten haben, auch wenn es unmöglich erscheint. Und das gibt so viel Kraft, so viel Macht zurück, wenn man einfach weiß, ey, man braucht eigentlich niemand. Man braucht in der Theorie nicht einmal mich, aber es ist halt sicher cool, wenn man jemanden hat, der einem das kann zeigen, dass man niemanden braucht, wenn man es noch nicht weiß. Und da sehe ich mich halt wirklich als Lebensberater in meiner Vision, den Menschen zurück zu seiner Selbstermächtigung zu führen, damit er irgendwann kann sagen, danke Fabio, es war ein toller Weg gewesen. Jetzt weiss ich auch, eigentlich brauche ich niemanden und erreiche alles in meinem Leben, was ich will. Aber bis dorthin bin ich gern der Wegbegleiter, der Lebensberater. Genau. Und ja, das ist mein Ziel, dass der Mensch wirklich erkennen darf, dass, so wie ich es auch erkennen habe dürfen, dass ich eigentlich wirklich niemand brauche für mein Seelenwohl, für mein Glück. Und ja, man kann es in jeder Sekunde praktizieren. Man muss es einfach zu einer Lebenseinstellung machen. Und ja, und ich glaube, da ist schon auch der Mensch, er will viel, er macht viel, und durch das, dass er viel macht, hat er auch viel Misserfolg. Und
man kann eben kleine Sachen einfach einmal gezielt machen, wie jetzt das «Everything is always working out for me», dass man wirklich jede Situation einfach mal sagt: «Stopp, ich bewerte sie nicht. Ich lasse mal zu, dass das jetzt für mein höheres Wohl ist.» Und so wirklich auch merkt, dass ja, das Leben für einen ist und man wirklich kann mitspielen oder mitreden. Und ja, das ist das, was ich da auf dem Kanal weitergebe. Das ist das, was ich möchte in meiner, oder das, was ich in meinem Coaching, in meinem Leben, in meiner Lebensberatung weitergebe. Genau. Und da weiß ich, dass ich das kann, weil also viele Leute jetzt dürfen begleiten auch, viele Freunde, wo ich auch selbst die Entwicklung gesehen, auch die Rückmeldungen bekommen habe. Ja, darum dürfte das auch starten. Ehrlich zu sich selber sein, ja. Und ja, ehrlich zu sich selber sein, das ist wirklich der Schlüssel. Wenn man sich belügt, hat man keine Wachstumsmöglichkeit in dem Moment, wo man sich belügt. Und ja, ist halt auch ein Selbstschutz, sich belügen, gell? Sind viele Menschen haben das Gefühl, sie sind ehrlich zu sich und der Selbstschutz belügt halt gleich irgendwie, je nachdem. Aber wenn man anfängt, sich beobachten, das ist eigentlich, finde ich auch, sich beobachten, ehrlich beobachten, unkritisch beobachten. Auch merken, Scheiße, ich mache vielleicht Müll. Das ist auch schon beobachten, einfach nicht bewerten. Und das ist der nächste Schritt, denke ich, dass man die Sachen nicht bewertet. Aber wenn man vielleicht aktuell nicht, wenn man irgendwann an den Punkt kommt, wo man merkt, Scheiße, ich mache vielleicht wirklich vieles, ich mache vielleicht auch Sachen, wo andere verletzt oder hat das jahrelang gemacht, dass man dann sich selber nicht verurteilt, sondern seine Stärke anerkennt, dass man jetzt die Kraft und den Mut hat, anzuschauen und es nicht mehr so zu machen und ehrlich mit sich sein. Und es bringt gar nichts, wenn ein Mensch einfach ehrlich sein oder ehrlich ist und sich selber nachher zur Sau macht. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, wo viele dann aufhören oder nicht können ehrlich sein mit sich, weil irgendwo wissen sie, dass sie vielleicht hätten können mal anders und es nicht gemacht haben und sie jetzt gleich nicht machen, um nicht einzustehen, dass vielleicht irgendwann einmal etwas anderes besser gewesen wäre und ja, da einfach sich auf die Schulter klopfen. Nicht fertig machen, sondern sich auf die Schulter klopfen, dass man jetzt bereit ist. Und wirklich sich selber verurteilen ist genauso schlecht wie andere verurteilen. Genau. Und auch da glaube ich wieder, wenn man aufhört, andere verurteilen, hört man auch automatisch auf sich selber verurteilen und umgekehrt. Darum eben, es ist mal Selbstliebe kultivieren, mehr mit sich selber. Ja, einfach mal nett sein mit sich selber. Genau, ja, und jetzt habe ich diese Woche an der Homepage geschafft und jetzt werden wir auch gefunden unter dem einen Begriff, sogar unter Online-Lebensberater wird jetzt meine Seite gefunden. Da bin ich voll cool. Das finde ich auch wirklich voll cool. Treat you like a friend. Genau. Aha, ja, eben die einen treated their friends nicht gut. Aber ja, ich persönlich bin der Meinung, dass der Mensch so handelt, wie er das Gefühl hat, dass er gut handelt. Also ich glaube nicht, dass ein Mensch absichtlich böse handelt. Meinung auseinander. Äh, ja, ich glaube, wenn ein Mensch will wissen, dass er Schaden anrichtet oder dass er und offen oder wie sage ich, genug stark ist, um das zu bemerken, dann ist er auch offen, zum sich zu verändern. Aber ich glaube, wir sind aktuell alle so. Viele sind verletzt und ja, man darf ja aktuell auch nichts falsch machen. Ja, ist halt das ganze Gesellschaftsbild aktuell, wo ja, aber da darfst du ja gar nichts mehr sagen heutzutage oder wenig sagen. Und viele haben Angst, überhaupt noch was zu sagen. Weil, ja, das ist eigentlich, man wird auch oft gerade angegriffen, wenn man irgendetwas sagt, egal was eigentlich. Und ja, ich glaube, das macht es halt auch nicht einfacher, dass man dann kann sagen, du, schau, ja, ich habe bis jetzt Scheiße gebaut und mache es jetzt ab jetzt besser. Aber ja, Menschen dürfen sich verändern, wenn sie wollen und sollen sich verändern und dürfen auch mit gutem Gewissen sagen, hey, ich habe bis jetzt vielleicht etwas nicht gut gemacht, ich mache es jetzt besser und sich dürfen verzeihen.
Und auch wenn man sich nämlich nicht verzeiht, habe ich das Gefühl, ja, kann man auch nicht aus dem raus, weil man ist dann ja irgendwie, wenn man sich nicht verzeiht, immer noch in dieser alten Wunde oder in dieser alten Geschichte mit eingewickelt. Also das heißt, wenn ich jetzt ja, sagen wir, ich möchte etwas nicht mehr, aber ich bereue das noch die ganze Zeit, dann bin ich ja immer noch in dieser Geschichte und das lässt mich ja nicht ganz los. Das heißt, ich kann ja nicht ganz aus dieser Geschichte raus. Und, und ich glaube, da ist eben sich verzeihen, sagen, hey du, ich habe es nicht besser gewusst, jetzt weiß ich es besser, jetzt mache ich es besser. Und das Alte hinter sich lassen und mit neuer Kraft voraustreten oder in die Zukunft gehen. Und ja, also was ich wirklich merke, ist, dass der Mensch sich nicht verzeihen kann. Verletzt ist und sich nicht verzeihen kann. Und das hält einem auch zurück, dass man die Entwicklung nicht so vorankommt. Also das ist meine persönliche Meinung. Oder ich sehe das auch so, oder erlebe es so, besser gesagt. Erlebe es so. Ja. Ja, ich finde es sehr wichtig, sich selber, vor allem an sich selber, weil dann hast du automatisch an den anderen verzeiht. Wenn man sich selber verzeihen kann, sieht man auch gar nichts an einem anderen, wo man nicht verzeihen kann. Oder? Ich glaube, das ist auch ein bisschen der Punkt. Oder? Und wenn man sich selber Sachen nicht verzeiht, dann hat man auch bei anderen eher Mühe, Sachen zu verzeihen. Darum es ist eigentlich Selbstliebe, wenn man sich selber Sachen verzeiht, weil man kann auch anderen eher verzeihen und somit auch eben Sachen nicht mehr anhaften. Oder wenn du anderen nicht verzeihen kannst, sagen wir jetzt, und das auch noch irgendwie 20 Jahre an deinem Bein haftet, dann tust du dir ja in dem Sinne auch nicht wirklich gut. Darum ist es eigentlich nur schön, einem anderen können verzeihen, weil du tust in dem Moment dir etwas Gutes, weil du kannst die Geschichte loslassen. Oder du kannst das Ganze loslassen. Aber ja, das ist ja das Bild ein bisschen, je nachdem das Bild ein bisschen verzerrt, dass halt eben viele, die verletzt worden sind, oder besser gesagt, ja, ist auch verständlich, oder wenn du verletzt bist, wieso soll ich, denken halt wahrscheinlich viele, ja, wieso soll ich dem verzeihen, der ist ja böse gewesen. Aber ich wollte ja nicht sagen, dass er etwas gut gemacht hat oder so, sondern dass in dem Moment, wo man immer noch sagt, ja, der ist ein Böse, haftet, dann klebt man eigentlich die ganze Geschichte oder die ganze Emotion immer noch an sich an. Und wenn man ihm kann verzeihen und sagen, du, schau, er hat es vielleicht nicht besser gewusst, ich will nichts mehr mit dem zu tun haben, ich verzeihe ihm oder ich verzeihe mir oder was immer und ich lasse die Geschichte einfach sein und gehe weiter, dann kann man das auch mal vergessen und loslassen und etwas Neues ins Leben holen. Und sonst kommen wahrscheinlich wieder ähnliche Sachen. Oder? Ich meine, auch wenn ich in meinen doch jetzt morgen schon 36 Jahre zurückschaue, ich habe schon immer wieder ähnliche Themen gehabt. Immer wieder ähnliche ja, Sachen, die sich wiederholt haben. Oder? Das sind auch ähnliche, ja, weil ich halt auch immer ähnlich bin, bis jetzt, wo ich mich bewusst anschaue und entwickle. Habe ich eigentlich immer das Gleiche gehabt. Oder? Und da kann man auch sagen, hey, ich lebe immer wieder den gleichen Scheiß. Oder man kann sagen, hey, danke, zeigt mir das Leben, wo ich anschauen darf. Oder da kann man auch wieder die Situation ganz anders bewerten. Und viele haben halt immer das Gefühl, sie werden bestraft. Und das Gefühl bestätigt sich wieder und man wird bestraft. Dass der Mensch kann sagen, habe ich es gewusst, ich werde wirklich bestraft, ich bin ein armer Sieg. Und wenn man in dieser Opferhaltung bleibt, ich nenne es jetzt bewusst konfrontativ Opferhaltung, ähm, dann wird es immer wieder passieren. Und wenn man da sagt, okay, wenn man das Ganze mal anders kann anschauen und aus der Opferhaltung rauskommt, dann kann auch mal was Neues. Jetzt habe ich den Faden verloren. Vielleicht kommt es wieder. Ja. Das passiert mir auch noch selten. Faden verlieren. Aber Gageln tue ich glaube auch genug. Aber der Farbe ist okay, oder? So, der Farbe. Ah ja. Ja, passt. Mhm. Nein, aber die Idee mit dem Personal Coach finde ich auch sehr gut. Wirklich jemanden einfach begleiten. Der sein, wo darf sagen, hey, du Kollege, schau, jetzt musst du auch aufpassen. Weil das bringt dir einfach nichts, wie dumm das jetzt tust. Und wieder in der gleichen Scheiße hockst. Das Coole ist ja, dass dann die Leute sogar noch zahlen, dass du ihnen auf die Finger haust. Und das, ja, das kann ich gut. Auch da sehe ich mich wirklich drin. Da sehe ich mich wirklich drin, oder? Und da kann ich auch, danke Aki, weil ja, da sehe ich mich schon auch
Da fühle ich mich eigentlich wirklich wohl in dieser Position, muss ich sagen. Oder in der Dings. Äh, in den Gedanken, dass ich das machen könnte. Da fühle ich mich auch wirklich gut. Und ich glaube auch, dass es halt wirklich, oder in dem Moment, viele machen Sachen mit sich aus oder brauchen vielleicht einfach einmal, wenn sie gar nicht wissen, einen Input. Und wenn man halt dann eben gerade so einen Personal Coach hat oder einen Mentor, sage ich jetzt, äh, wo auch erreichbar ist, wo man auch direkt kann, um Rat fragen in Situationen und der Mentor auch das Ziel vor Augen behalten, wenn es der Mentier gerade nicht kann, dann kann man sehr viel erreichen, glaube ich. Oder? Es hat ja auch jeder Sport, oder viele Spitzensportler haben jemanden, wo sie pusht. Und ich glaube, das ist in so Sachen nicht anders, weil viele Menschen wollen sich verändern, sie fangen an, aber dann kommt halt der erste Zweifel. Und ich sehe es ja, ich sehe es ja bei mir selber auch, oder? Da bin ich an etwas dran und nach irgendwie drei Tagen kommt irgendwann mal der Zweifel, der Kopf will dann mitreden, weil du noch nicht die grosse Veränderung siehst. Und, ja, und ich glaube, an dem Moment brauchen die Menschen oder viele, die selber nicht die Disziplin haben, die ich jetzt einmal mehr entwickle, jemand, der sagt, hey, schau, jetzt machen wir weiter, wo, ich sage mal, das grosse ganze Bild, auch wenn auch wenn der Mentier, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, zweifelt, dass der Mentor wirklich kann sagen, hey, schau, jetzt bleiben wir da dran. Genau, und in dieser Rolle sehe ich mich eigentlich schon auch. Ja, eben wirklich gerade so die persönliche Ansprechperson, nicht nur über irgendeine Sitzung, sondern wirklich das Leben transformieren. Wo ich wirklich auch dabei sein kann, weißt, wo ich wirklich auch merke, wo ich auch die Entwicklung kann sehen, und ich glaube, das bringt auch mir sehr viel, weil ich mit jedem, ich sage mal, mit jedem Mandanten, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, das ist voll peinlich. Aber ist ja gleich, zum Glück muss man das nicht können. Äh, dass ich da einmal bekräftigter wird in dem, was ich mache. Und auch für zukünftige, eben dann nicht Klienten, sind Metiers, äh, auch kräftiger kann sein. Oder dass ich auch weiss, okay, das kommt zum Ziel. Und das ist schon, ganz ehrlich, das fühlt sich eigentlich am besten an, muss ich sagen. Es fühlt sich am unkompliziertesten an, weil ich kann mich auch auf jemanden einlassen. Und nicht nur so irgendwie eine Stunde Ding, über Zoom, sondern halt ein bisschen mehr. Ich glaube, es nennt man so auch Klient, ich bin mir nicht sicher. Darum habe ich gemeint, es ist so, wenn ein Mentor ist, hat man Mentiers. Ah ja, Klient. Tönt eigentlich am besten, Klient. KlientInnen. Ja. Ja. Darum, das ist, glaube ich, das Nächste, wo ich schauen muss. Mal die Sachen vom Aki nochmal anschauen. Dann dort mal drauf eingehen. Ja, weil ich glaube, das macht wirklich mehr Spaß. Also es fühlt sich gut an, wenn ich darüber rede. Ja, ja. Aber ich glaube, du, ich mache für heute fertig. Yes. Danke, mein Schatz, bist du da gewesen und du stehst mir da immer toll zur Seite. Beste Frau. Genau. Und ja, falls sonst noch jemand da ist und ich sehe das nicht, wünsche ich dieser Person auch ganz einen schönen Abend und einen guten Start in die nächste Woche. Schon wieder im März. Denkt morgen an mich, ich habe Geburtstag. Stolze 36 werde ich. Ja, sag da immer, ich bin immer wie 6, sehe aus wie 18, wird effektiv 36, aber fühle mich eigentlich, früher hätte ich gesagt, vor der Tag, jetzt sage ich mit 20. Genau, auf jeden Fall. In dem Fall wünsche ich ganz einen schönen Abend und bis nächsten Sonntag bin ich wieder um 7:30 online. Ich bleibe natürlich auch gern länger, wenn mehr los ist. Also ich kann da auch 2 Stunden bleiben, dann habe ich gar keine Mühe, wenn es Spaß macht. Aber ich denke, wir kein Thema haben und so. Und der Spaß hat schon gemacht, aber auch noch anderes zu tun und es ist ganz so viel los. Und dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedergüchs.